Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Okay, unser Kaktusfrüchte und unseren Kaffee kommt gut. Heute hat der Bäuermeister Louis Geburtstag, Hopp, finde ich gut. Königin der Soßen rät uns zu Pizza. Es gibt einen Grund, warum Pizza ein zeitloser kulinarischer Klassiker ist. Sie kombinierte unvergleichliche goldbraune Kruste mit einer würzigen, mit knoblauch verfeinerter Marinara-Soße und das alles noch zu toppen mit einer köstlichen Verschmelzung von 3 Käsesorten. Und mir haben gerade erst angefangen. Denken wir noch ein paar frische Paprika und Tomate drauf. Geiler Scheiß, ne? Aber ich weiß leider schon, wie man Pizza macht. Zum Wetter. Wunderschön und sonnig. Ich warte einfach mal auf Regen. Fürs Angeln und so bräuchte ich derzeit mal wirklich Regen. Weil ich weiß, sobald wir Regen haben, muss ich auf jeden Fall mal angeln und ich müsste am Strand nochmal vorbeigucken. So, Tierstreicheln Deluxe. Ich freue mich auch schon, wenn unser Kanickel, wie hieß der nochmal? Ja genau, die Martha. Wenn die das erste Mal eine Hasepfot hinterlässt. So, da. Die Goldeierei. Das Iridium-Ei. Und das Entenei. Noch Hinnerei. So, ja, kommt schon, Ackermann. So. Dann ihr noch. Die Wutz ist als noch nicht groß genug. Also Trüffel dauert noch ein Weilchen. Dann machen wir noch die große Streichelrunde hier. Also der automatische Abernter, der ist schon sackenmäßig praktisch. So. Das Zeug hier rein. Dann Milch und die Ziegemilch warten wir wieder bis zum Schluss. Ein bisschen Kruscht haben wir ja auch noch drin. Lachsbeere, ja, die finden wir im Sommer, im Frühling sowieso wieder. So, und immer natürlich schön auf die Wege gehen, wie sich das auch gehört. Hier haben wir ansonsten nur den Kruscht. Was mache ich dann da wieder von Käse? So, natürlich. Genau. Und joink. Da war nix, aber hier haben wir. Der ist noch nicht so weit. Und dann geht's hier weiter. Yeah. Ist das schön. Ich freue mich auch schon, wenn ich genug Iridiumbarre habe. Damit ich die richtig gute Sache dann mache. Damit ich die richtig gute Sache dann machen kann. So rum und so rum. Dann habe ich auch mal endlich. Habe ich endlich einmal das richtig gute Werkzeug. Hier noch. Jo, perfekt. Verbraucht ja auch ordentlich Energie, das Ganze. Das waren nur 2 normale Pepperoni, wie es aussieht. Da freue ich mich auch drauf, wenn mal endlich hier die Bäume wachsen und ich hier auch mal Früchte ernten kann. Aber als nächstes geht's erst einmal. Geht's erst einmal hier. Ich habe mich schon gewundert, warum die ganzen Tiere noch nicht draußen sind. Das muss ich ja gar nicht. Halte mal der Gaul. Erst einmal Grünkohl hier ernten. Da können wir uns dann später beim Pierre noch ein bisschen was holen, genauso wie Krummbeere. Und Tulpe. Heieiei. So, Grünkohl, Krummbeere und Tulpe sind es dann. Dann hier. Genau. Dann hier die Tulpe und der Rest ist noch am Wachsen. Perfekt. Wir haben Sonntag, das heißt, du hatte Pierre auch auf. Können wir zum Franzos unseres Vertrauens gehen und können uns da nochmal unser nächste Krust holen. Ja, da drüber ist auch nochmal, sehe ich. Ich bräuchte mal wieder Käferfleisch, damit ich mal wieder ein paar von den Köder herstellen kann. So, hier wächst alles auch noch. Schön hintereinander. So und so. Und dann gießen wir so. Und wieder so. Ach, wie schön. Und da nochmal entlang. Dann haben wir den Dreier, den Dreier und den Dreier. So, gut. Jo, als Reide mit. Viel Köder haben wir leider nicht mehr. Aber das wird alles noch. Dann hier nochmal ganz kurz die Laternen weg. Hier nochmal dran.
Die Laternen schmeißen wir mal an den Platz. Die Laternen kommt wieder durch, wo sie hingehört. Und dann geht's weiter. Das lassen wir jetzt mal für die Tiere, damit die da auch noch mal dran kommen. Großartig viel vor habe ich heute eigentlich auch nicht mehr, muss ich gestehen. Außer zum Bäuermeister zu gehen für seinen Geburtstag. Das war's dann eigentlich. Ach. Ansonsten muss ich noch mal gucken, was wir uns noch als Aufgabe machen können. Aber ich glaube, Gras setzt sich doch nimmi großartig vor die Scheier. Weil die Tiere, die schmatzen das ja innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Das lassen wir mal gut sein. So. Okay. Dann kann der ganze Kruscht eigentlich fort. Tulpe lassen wir mal die End noch drin. Nur damit wir da noch die goldene Tulpe drin haben. So, das kommt wieder durch, wo es hingehört. Und die goldene Tulpe, die ersetzen wir mal zugunsten von der Tulpe. So, dann schmeißen wir die nämlich da in die Container rein. Dann ab zum Pierre für Grünkohl, Tulpe und Krummbeere. Sehr gut. Dann noch der Bäuermeister suchen. Aha, mit dem habe ich irgendwie sehr wenig zu tun. Ah, da steht er ja schon wie auf dem Präsentierteller. Servus. Nee, ich will sie nicht essen. Ich will sie dem geben. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist ja so nett von dir. Ich lieb's, Herr. Okay, bei 4 Herzen sind wir bei Ihnen. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bäuermeister von der Stadt her. Naja, Stadt würde ich jetzt nicht nennen. Keiner will gegen mich antreten, wenn es Zeit für die Wahlen sind. Ich gehe immer davon aus, dass ich also alles richtig mache. Na, der will immer noch erzählen, ich mag's Bäuermeister zu sein. Wer hätte es gedacht? Okay, das haben wir schon erledigt. Schleimjäger, der tiefe Lavahöhle. Ja, 500 Gold sind drin. Für 500 Gold sind wir uns mal nicht so schade. Dann haben wir auch wieder was für das Dach. 24 Krummbeere waren das. Genau. Dann 4 Tulpe. Und 24 Grünkohl waren das noch. So, super Sach. Okidoki. Sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Ja, ich renne jetzt aber nicht die ganze Zeit stolz wie Bolle hier mit meiner Saat durch die Gegend. Sondern ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Dann pflanze ich den Kruscht noch ein. Und dann jagen wir ein bisschen Schleime und geben die Aufgabe wieder an der Bäuermeister ab. Der wird wahrscheinlich dann oben schon in der Kneipe sitzen. Wie viel müssen es sein? 4 rote Schleim. Ja komm, das kriegen wir locker hier. Okay, jetzt können wir stolz wie Bolle hier unser Zeug präsentieren. Erstmal die Blume-Zwiebler hier noch, die Tulpe-Zwiebler. Dann hier drauf damit, da kommen wieder die Krummbeere hier. Ist auch schön, dass wir den Dünger da noch mitverwenden können. Und ich bin echt schon gespannt, wie das dann wird mit unserer ersten Iridium-Sprinkler. Weil Endbacher haben wir ja tatsächlich schon. Und die Batterie bräuchten wir dann noch, ne? Weil deswegen warte ich ja eigentlich auch mal wieder auf Gewitter. Nicht Regen, sondern wirklich mal aktiv Gewitter. Damit wir mal endlich wieder Batterien sammeln können. Da habe ich ja mittlerweile auch genug Blitzableiter rumstehen, aber ich glaube im Frühling sind die Gewitter eher selten. So. Das lief ja ganz gut. Auf die Einnahme bin ich dann sehr gespannt. Hoppla. Und weiter geht's. Saudela. Nee, Pam, wir wollen heute mal nicht in die Kaliko-Wüste. Wir wollen in die Säureminen. In die innere Gefilde hier abstufen. Huch, was ist dann hier noch drin? Okay, wir kriegen die Obsidianklinge gerade noch einmal. Warum nicht? Eventuell gilt es auch für die anderen Abschnitte. Wenn dem so ist, sollte ich vielleicht nochmal in Ebene 100, wenn du nochmal eine Sternefallfrucht noch gewachsen ist. Wenn wir jetzt hier schon alles Mögliche kriegen. Also falls man jetzt wirklich falls es jetzt einmalig ist mit der Obsidianschneider, alle hopp, aber wenn das jetzt für alle gilt, na super geil. So, die Hälfte ist schon erledigt von der Quest.
Ah, ein Magnetring gibt es aber drauf. Kleiner Magnetring und Magnetring erhöht den Radius zur Aufnahme von Gegenständen und dann nur leicht. Ja gut, dann graden wir uns doch gleich mal ab. Und kleiner Leuchtring hätten wir noch. Okay. Also die Mine scheint dann doch ziemlich ergiebig zu sein. Huch. Hey, du. Knetkopf. Komm her, du. Mieser Freak. Und da haben wir dann noch ein bisschen Gold, was wir abschürfen können. Und da kommen die versprochene Fledermaus. 3 Eisenerz gibt es auch noch. Okay. Was kommt da noch hier an Actionviecher? Du Sausack. Dum, 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 dum. Immer weiter runter. Ups. So. Okay, 2 Magma-Geode. Ja geil. Die können wir jetzt leider nicht mehr verwenden. Weil Clint schon zu hat. Aber hier sind noch die letzten Schleimis, die wir brauchen. Lauf doch wie geschmiert hier. Wie am Schnürchen. Jo, das müsste es gewesen sein, ne? Genau. Jetzt wieder zurück zum Bäumeister. Aber wir wollen nochmal ganz schnell noch gucken, ob alle Geschenke nur wieder da sind. Tatsächlich. Schade. Nee, das ist leider einfach nur weg, das Zeug. Didum, didum, didum. Didum, didum. Dum, didum. 120. Nö. Natürlich. Der Schlüssel ist natürlich netto. Na egal. Dadum, dadum, dadum. Dann gehen wir noch zur Abenteurergilde und verticken nochmal unser Obsidianschwert. Und schauen bei der Gelegenheit nochmal, was die für krasse Scheiß nach im Angebot haben. So, für 450 verticken wir das. Der Rest verticken wir hier noch. Genauso wie der kleine Magnetring. Dann schauen wir mal. Die haben Slava Katana. Das ist natürlich richtig geil. Das hole ich mir jetzt auch einfach mal. So, dafür verticken wir das. Dann wird nämlich mal Zeit, dass wir was Gescheites kriegen. Zurückstoße um 10% ist Quark. Waffegenauigkeit um 10 ist Quark. Crit um 10% nochmal erhöht, ja. Aber ich mag den Leuchtring eigentlich nicht aufgeben. Ja, jetzt lassen wir mal gut sein hier mit dem Zeug. Aber das Ding ist halt richtig geiler Scheiß. So. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann gucke ich noch bei der Gelegenheit im Stäbruch vorbei. Weil von da aus bin ich direkt auch wieder bei einer Lore und kann dann wieder in die Stadt zurückgurken. Hier scheint aber nichts Großartiges nachgewachsen zu sein. Nö, das ist uninteressant. Deswegen geht es wieder ab in die Stadt. Ich glaube, im Winter ist es nicht der Fall, dass es länger dunkel ist oder dass es früher dunkel wird. Das hat man, glaube ich, doch nicht eingebaut im Spiel. Finde ich etwas schade, weil normalerweise müsste im Winter erst schon so oder schon so gegen 17 Uhr duscht da wäre. Entweder ist der Bäuermeister hier. Ah jo, da ist er natürlich. Bitteschön. Das Schleimproblem habe ich gelöst. Wieder Blabla mit seiner roten Hose. Kennen wir ja alles schon. Und dann wieder zurück. Und joink. Wieder abgezockt. Und dann wieder auf der Hof für die letzte Produktion. Damit wir unseren Dach hier eigentlich mal wieder fertig. Und die Beere ist geschält. Eine Narzisse in normaler Qualität. Bringt uns nicht besonders viel. Also wieder zurück auf der Pelzer Hof. Per macht natürlich auch schon wieder Feierabend. Die zwitschert sich wahrscheinlich wieder Papierle rein. Dann gucken wir mal, was wir hier wieder reinschmeißen können für die Tonne. Narzisse fort. Ja komm, das mal schmeißen wir eine ganze Kruscht weg. Ich kann es gerade nicht gebrauchen. Und der Rest haben wir noch zufällig irgendwo Eisenerz rumfliegen. Ja geil. 50 Stück. Dann holen wir uns da gleich mal 3. Wie war denn das mit der Schmelzöfe? Wie viel kosten die mich dann? 20 Kupfererz und 25 Stähe. Haben wir zufällig so viel? Ja, natürlich, das haben wir. Allerhaupt, dann machen wir es doch folgendermaßen. Wir basteln uns noch einen Schmelzofen, schmeißen das Kupfererz wieder zurück und machen unsere Reihe do komplett. So, wird nämlich ein Schuh draus. Die Tiere sind wieder zurück. Das heißt wieder der Deckel zu, sonst fliegen die da wieder unnütz draußen rum, die Viecher. Die da dapf und Abernte und Reide mit. Und Endschmelzofen können wir da nämlich noch wunderbar hinpacken. Dann schließt es ab. 2 hätten wir sogar noch frei. Gut. Dann machen wir doch glatt 3 mal der Eisenbarren. Das hat ein bisschen neues Geräusch gekriegt, höre ich. Also es klingt ein bisschen anders.
Endgolderz holen wir uns auch zusätzlich dazu, damit wir auf die 15 wieder kommen. Da können wir uns nämlich gleich mal 3 von den Jungs machen. Das kommt alles weg. Dann für unsere Agni-Produktion, wo ist dann unser Honig abgeblieben? Damit wir das nächste Mal wieder Met einfach machen können. Da brauchen wir zusätzlich nochmal 3 von den Kohlestückchen. Und dann läuft es. Ach, saugut, oder? Geiler Scheiß. Okay, dann können wir in der Zwischenzeit noch hier einfach ein bisschen aufrahmen, weil da könnte ich mir demnächst auch vorstellen, dass die Felder hier kommen. So, das sieht doch soweit auch ganz ordentlich aus. Das wächst auch mal wieder kräftig. So, weil Gastarbeiter machen wir auch noch mal ein bisschen weg. Und einfach mal just for fun, wisst ihr was? Wir machen das einfach mal so just for fun. Warum macht das Schneidegeräusche? Naja, egal. So, da sind wir auch mal gespannt, wie das läuft. Geil. Gut, weil sobald das erledigt ist, dann kann ich so viel Zapfanlage machen und kann hier nämlich mal kräftig aufrahmen mit dem Scheiß. Und dann haben wir hier keinen Waldbewuchs mehr, sondern machen hier die nächste Reihe, die dann direkt hier anschließt und bis dort hier geht. Also da hätte ich schon ganz gern ein paar mehr Reihe. So, Entschuldigung, ich muss mich gerade am Ohr kratzen, weil es unglaublich unter dem Kopfhörer gerade gejuckt hat. Gut, das ist noch dabei. Aber die Eisenbacher Produktion hätte ich ganz gern noch erledigt. Jo, perfekt. Das hätten wir dann noch. Dann kommt noch das hier noch rein. Wir scheinen wohl in der Stelle noch ein bisschen was gefunden zu haben. An Kohle. Super Sache. Gut, dann kommt das alles jetzt noch durch, wo es hingehört. Und dann gehen wir eine Runde Ratze und dann geht es weiter zum nächsten Tag. Morgen ist ja ereignislos, habe ich gesehen. Ne? Da hat ja kein Mensch Geburtstag, wie ich es gesehen habe. Jo, da haben wir ein bisschen Ruhe. Für Vincents Geburtstag habe ich ja die Weintraube extra aufgehoben. Das habe ich ja im Winter, glaube ich, 12 Trilliarden Mal gesagt. Neues Herstellungsrezept, Ring von Joba. Alles klar. Gucken wir doch mal, was das Ding kann. Boah, Alter, 10.000, fast 11.000 hier nur durchkriegt. 11.346, das ist mal fetter Ausbeuter. Hätten wir uns im ersten Jahr wirklich noch wünschen können oder sowas. Dafür hätten wir nur träumen können. Okay, Ring von Joba, wo ist er dann? So ein robuster Ring hätte ich schon selber machen können mit halbiert Dauer von negative Statuseffekte. Das war noch durchflute den Träger gelegentlich mit Kriegerenergie, nachdem ein Monster erlegt wurde. Oder hopp. Und Ring von Joba, 5 Goldbarre, 5 Eisbarre, ein Diamant. Schützt den Träger gelegentlich vor Schaden. Ja, das ist natürlich geil. Ich glaube, das Ding holen wir uns. Joba ist ja hier die Gottheit in Stardew Valley. Ja, genau, das nach wie vor. Das war jetzt gerade ein bisschen unnütz, nochmal drauf zu gucken, aber das ist dieser tägliche Gang zum Kalender. Ja, Koche weiß ich. Im Wetterbericht, morgen wird es mal wieder klar und sonnig. Ein Brief gibt's auch. Ackermann, vergiss dich gesund zu ernähren oder du wirst nicht genug Energie für dein Erbe haben. Ich werfe dann zu meinen Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomate, Louis, Spaghetti. Sehr gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir Robin bekochen können, weil das ist ihr Lieblingsgericht. Sehr schön. Also auch ernst sind ihre Lieblingsgerichte. Quatsch, Lieblingsgeschenke, so rum. Oh, jetzt habe ich das Ding noch vergessen. Na egal. 5 Eisenbarre haben wir gebraucht, wenn ich doch richtig geguckt habe, für den anderen Kruscht. So, da haben wir mal wieder unseren Kram. Streichelrunde. Die Wutz ist leider immer noch nicht erwachsen, weil sobald die erwachsen ist, gibt es auch Trüffel für uns. Dann können wir eine Ölpresse bauen. Und mit der Ölpresse können wir dann Trüffelöl noch herstellen, glaube ich, ne? So, nimmt er das Ei noch mit. Ja, unser Hof läuft eigentlich mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Das ist ein richtig schöner Hofware, finde ich. So, hier, hier und hier. Dann machen wir doch glatt das Zeug noch. Und dann läuft die Geschichte nämlich. Dazu noch das und das. Dann als weiter. Und dann haben wir unsere Milchproduktion auch wieder im Lafer.
Ach, die Musik. Die Musik in Stardew Valley ist echt so schön gemacht. Es gefällt mir persönlich immer unglaublich gut, dafür, dass das wirklich eine Person gemacht hat. Absolut Daumen hoch für die Erbe, die unseren Concerned Ape gemacht hat. Ich weiß jetzt leider nämlich seinen richtigen Namen. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, Erik heißt und dass sein Pseudonym halt der Concerned Ape ist. Der im Anfangstitel immer auftaucht. Ach ja. Gewächshaus läuft auch richtig gut. Das Einzigste, was wir da noch übrig haben, ist, wenn hier der Rhabarber weg ist, können wir da noch den nächsten und letzten Baum hinstellen. Unser Apfelbaum ist halt draußen. Aber das macht ja nichts. Pershingbaum, Granatapfelbaum und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Ein Kirschebaum habe ich vielleicht noch da gehabt oder ein Pershingbaum. Ich weiß es nicht mehr. Pershing, Granatapfel. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr und habe auch nicht mehr in der alten Episode nachgeguckt. Sieht so aus, als müsste man den Kruscht bei Pierre heute wieder nachkaufen. Ich muss gerade immer noch mal gucken wegen Abigail. Wir sind bei C. Das ist gut. So, da. Machen wir erstmal die Felder. Dann sehen wir ja, was noch fehlt zum Schluss. Dumm. Als drauf. Genauso auf die grüne Bohne. Ja, du haben wir in dem Jahr jetzt nicht so viel von der grünen Bohne, aber das macht nichts. Im letzten Jahr haben wir die, glaube ich, immer so als Abschluss von der Felder benutzt, wenn mich nicht alles täuscht. Sicher bin ich mir doch auch nicht mehr. Bei meinem anderen Probespielstand habe ich es ja so gemacht, dass ich immer 4 Felder over für die grüne Bohne frei halte für den Frühling. Dass ich dann da immer das mit grüne Bohne begrenzen kann, beziehungsweise dann im Sommer mit Hopfe und so. Ach ja. Oder dann auch mit Weintraube. Ja, da gibt es halt diverse Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. So, Dann machen wir da doch schnell weiter. Und dann machen wir hier nochmal den Rest. Jo, und wuppala und wuppala und wuppala. Und hier nochmal die Zweierreihe. Perfekt. Hoppala. Den müssen wir erstmal nicht machen, aber den Knoblauch müssen wir noch machen. Dumm. Wir haben ja auch mehr als genug Zeit fürs Wachsen. Ich glaube, ich habe sogar auch so gelegt, dass meine Pflanze 50% schneller wachsen oder so um den Dreh. Was ist dann das jetzt? Blaue Jazz. So. Heben wir auf jeden Fall auf den ganzen Kruscht. Zumindest ein Teil davor. So. Oh, jetzt, Entschuldigung, es juckt gerade wieder am Ohr. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm? Ich weiß auch nicht, was ist. Also an der Kopfhörer liegt es mir nicht. Aber es ist immer in der ungünstigsten Momente. wenn es ihm dann wirklich juckt. So, okay, du ist schon voll. Irgendwo war noch Platz, glaube ich, genau. Da machen wir doch glatt von der blaue Jazz. 5 Stück ist gut. Und dann machen wir noch 4 Stück in Silberqualität. Und der Rest kann in die Tonne rein. Alter Falter. So, für den Ring von Joba möchte ich gerade noch gucken, was ich da noch brauche. Ein Diamant, 5 Eisenbarre, 5 Goldbarre. Die Hämmer glücklicherweise 5 und 5 und ein Diamant. Diamant. Wo ist er dann? Da ist er. So, jetzt machen wir das noch schnell. Den Ring hätte ich nämlich ganz gern wirklich. Das ersetzt jetzt einfach den Leuchtring. Es ist schade, aber was muss, das muss. Zusätzlich hätte ich noch ganz gern hier, ja, der kleine Leuchtring können wir mal hier unterbringen. Hätte ich noch ganz gern meinen Honig, damit wir jetzt mal auch wieder Met herstellen können. Met frisch vom Imker ist echt eine geile Sache. So, dann haben wir das. Dann gehen wir zur Stadt nochmal. Dann können wir nämlich gleich auf dem Weg bei Clint unser Zeug abliefern. Die Magma-Geode haben wir da ja noch, ne? Genau. Das sieht wie Basalt aus, oder? Ja, ist Basalt. Vulkangestein halt. Iridiumerz. Mein Lieblingserz. Dann gehen wir doch glatt noch zu Pierre und holen nochmal von den 24 Blumen noch. Ich bin mal sicher, die bringen einen Arsch voll Geld. So, bei der Gelegenheit können wir gleich mal gucken, ob es nochmal irgendeinen Auftrag gibt. Natürlich. Die Erbe dem Sternentautal hört halt nie auf.
Ah, für Abigail hätte ich jetzt noch was mitnehmen können. Schade. Zierlauch. Das war's, ne? Wechseln Tage herakommt auch sehr Nodra. Hi, halt. So. Oh, Ackermann, hi. Willst du mal etwas Gesellschaft leisten? Hier? Lass mich dir aus der Hand lesen. Okay. Ja, jetzt habe ich ein bisschen neckische Freundin. Wie sieht's denn damit aus? Das hat er schon, der Gunther. Grüne Bohne für Demetrius. Soll er haben? Kein Problem. Kann er gern haben, die grüne Bohne zum Sezieren. So. Es wachsen zwar gerade noch Kenny bei uns auf dem Hof, aber ich habe bestimmt noch irgendwo welche untergebracht in der ersten Kiste. Dumm. So. Bumbi. Wir könnten ja theoretisch auch mal Schilder anlegen und könnten die hinter der Truhe aufstellen, aber das wird, glaube ich, so viel Platz versperren hier. Eine grüne Bohne habe ich noch in Silberqualität für den guten Demetrius. Wie sieht es da mit unserem Iridiumerz aus? Habe ich genug nochmal von weiterer Barre? Müsste ich gerade mal Lucky machen, wie das aussieht. Ja, tatsächlich. Ich kann eine neue Iridium-Barre machen. Das heißt, wir sollten das fort, der fort und Wolle schmeißen wir einmal in die Kiste rein. Der Rest ist für Demetrius. So, dann wieder zu uns. Die blaue Jazz alias Zierlauch kommt hier rein. Ich habe echt gedacht, das wäre irgendwas mit, wirklich mit Lauch, was wir da kriegen. Aber Frühlingszwiebeln finden wir, glaube ich, beim Bergsee. Sollten, nicht beim Bergsee, Quatsch, beim, See bei Marnie's Ranch kriegen wir das Zeug, beziehungsweise in der Umgebung von Marnie's Ranch. Da sollten wir vielleicht auch mal einfach wieder hier und sollten mal beim Hutverkäufer reingucken, ob sich durch das Update jetzt auch irgendwelche Neuigkeiten ergeben haben. Oder Erneuerungen ergeben haben. So, immer nochmal drüber schneiden, Gießkanne auffüllen, Iridiumerz reinschmeißen, ja, das Kohlestück habe ich. Abernte. Und dann so zu Demetrius. Okay, das Zeug kann doch rein. Die Fasern schmeißen wir jetzt auch einfach mal mit rein. Ach, wenn sie nichts bringen. So, Berthas Baby. Dann schmeißen wir uns zu Demetrius. Und zwar mufte Siggi, gehen wir einmal den Weg außenrum. Geiler Scheiß. Dann könnte man dort drüber eventuell noch ein bisschen aufrahmen mit dem Gras. Da haben wir ja schon eine zweite Iridium-Barre. Super geil. Ja, den Ring von Joba finde ich persönlich richtig gut. Schützt gelegentlich vor Schade. Das kann uns in der Schädelmine wirklich nur von Vorteil sein, das Ganze. So, Demetrius, die grüne Bohne sind für ihn. Dann schauen wir doch mal rein hier. Servus Ackermann, ja genau, Servus hier. Demetrius ist gerade nicht hier. Wo lümmelt der dann rum? Vielleicht im See herum. Okay, schauen wir doch mal. Bei Robin 50.000 und Hartholz. Genau, da war ja noch was. Das Schild holen wir uns auf jeden Fall. Genauso wie ein Plasma TV. Ich habe es mittlerweile satt, einfach nur so primitiv da rumzuschimmeln. Fassfeuerschale holen wir uns auch noch. So Penner. Hoppla. Einfacher Baumstamm. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay, jetzt hämmern. So Pennertonne wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. So, schauen wir. Ah, da ist er. Da ist er doch, der Demetrius, der Gute. Bitteschön. Ups, ich wollte dich nicht gießen. Die ist für dich. Hallo Ackermann, grüne Bohne, genau, was ich gesagt habe. Sieht ja perfekt aus. Ich hätte aber Zahlung wie versprochen. Merci. Huch. Maro hilft mir manchmal im Labor. Sie ist ein gutes Kind. Neuer Erfolg, klicken. Alles klar. Mit Demetrius verstehe ich mich verdammt gut sogar. Dumm. Ich wollte aber hier reingucken auf die 120. Und dann bringen wir unseren Krugstock gerade mal hier. Hier. Deko für den Hof, alle hopp. Das gebe ich mal für die Leute, die bei mir auf dem Pelzer Hof leben sollen. Die können sich da auf den Baumstumpf hocken. Wie Spaß. Ich mache nicht nur den netten Spaziergang, ich kaufe da sogar mal wieder was ab. Und zwar das Ding dann hier. Haben wir das schon abgekauft? Ah ja. Einfacher Baumstammstück. Okay. Das holen wir für die Knechte.
der Slanien und der Neuländer können sich auf die auf die Bäumstämme drauf hocken. Das ist dann ihre Sitzgelegenheit dann. Perfekt, oder? So, dann dekorieren wir einfach mal ein bisschen auf dem Pelzer Hof noch und gehen dann südlich nochmal in das Gebiet von Marnie's Ranch und schauen uns da dann noch ein bisschen um. So, die Tierle, die gehen anscheinend jetzt auch gerade geordnet wieder zurück in ihren Stall. Sollen mir recht sein. Da können wir nämlich auf dem Weg zum Marnie's Ranch Gebiet, können wir da ein bisschen aufrahmen. So, das gute Schild zum Aufhängen hätte ich aber ganz gern hinter meinem Bett. So, das macht das Ganze nämlich ein klein bisschen kriegerischer. Dann holen wir den Fernseher hier erstmal. Upsala, Leber vom Land brauche ich nicht. Hacken wir mal den Fernseher weg. Das bringt anscheinend nichts. Okay. Dekorative Schale wollte ich eigentlich nicht. Plasma TV. Eigentlich wollte ich diesen primitiven TV hier weghaben, aber das bringt uns wohl nichts. Schade. Dann schmeißen wir noch unseren guten Plasma TV einfach mal. Na, da bringt er uns auch nichts, da bringt er uns nichts. Schmeißen man, was schmeißen man dann hier? Na, scheiße. Dumm gelaufen, ne? Jetzt kann ich doch nur so drauf gehen. Naja, müssen wir halt so erstmal hier bauen. Ich glaube, das kriegen wir erst dann später nochmal geregelt. Gucken wir ab jetzt so unseren Fernseher. Einfach mal vorne dran geklatscht. Das sieht jetzt nicht gerade sehr schön aus, finde ich. Aber, da werde ich noch irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu ändern. So. Dann erstmal zu der Knechte von der Hof. Die kriegen dann hier nochmal ihren Baumstammstück hier geknallt. Dann läuft die Geschichte. Ach. So, das kriegen sie da vorne dran gelatzt. Und das kriegt der da hier gelatzt. Dann können sie sich wenigstens mal hier lümmeln. Und in aller Ruhe mal Pause machen, wenn sie genug haben. So. Dann gehen wir in das Gebiet runter. So ein Baumstamm zum Sitzen finde ich an sich auch ganz cool. Der braucht dann auch noch nicht mal großartig die Polsterung, weil die Dinger sind an sich schon nicht schlecht zum Sitzen. So, da gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Reisewagen und dann zum Hutladen. So, wir nehmen wieder das Lava-Katana, damit wir nicht großartig Energie verschwenden. Ne, hier ist nix, aber bei der Gelegenheit, weißt du was? Bei der Gelegenheit könnte man noch glatt nochmal ein paar Holzstücke schlagen im geheimen Wald. Da könnte man noch ein paar Schleime schlagen, wie es aussieht im geheimen Wald. So, weg mit euch. Ihr grüne Frühlingsschleimis. So, dann hier mit der Goldaxt wieder ein bisschen Hartholzsammler. Schleimis wegglitscher. Dann haben wir hier noch, oh, nicht schlecht, Morchel. So, das ist noch der gute Meerrettich. Den holen wir uns auf jeden Fall auch mit. Ich liebe ja Meerrettich. Am besten so Meerrettich und Rindfleisch. Das ist, ach, ich weiß nicht, ob das so typische Pelzer-Mahlzeit ist, aber ich persönlich liebe das. Rindfleisch und Meerrettich, das ist so richtig geil. So, die Morchel holen wir uns. Ach, sind super geile Pilze. Früher als Kind bin ich oft mit meinem Vater in die Wälder gegangen, um Morcheln zu sammeln. Das haben wir danach immer gern gegessen. Einfach mal die Morchel abbrote und dann zusätzlich zum Gericht dazu. Saulecker. Ach ja. Es gibt so viele gute Sachen, muss ich sagen. Ach ja. Jetzt haben wir wieder 12 Hartholz gesammelt. Warum nicht? Ist schon spät hier. Na egal. Ich gucke mich trotzdem zumindest nochmal beim Hutlader um. Ich hoffe, das kriegen wir noch rechtzeitig gebacken vor Mitternacht. Boah, Alter. Hier ist ja die ganze Gegend wieder zugemüllt. Ach du Scheiße. So, dann wieder hier entlang. Und zum Hutlader. Eventuell gibt es ja noch was Schönes Neues. Man muss da immer mal vorbeigehen, wenn man mal die Gelegenheit dazu hat. So, der Gaul hier ablader. Hallo Hutmaus. Mauseohre, Tiara, Tropikklammer, Truckerhut, auch nicht schlecht. Südwester, Beamtenkappe, nee. Wassermelone, blaue Mütz. Kauke, nö, gibt nix. Gibt nix Neues. Schade. Na, dann geht's wieder ab mit uns Richtung Pelzerhof und dann Richtung Ende von der Episode. Wenn wir hier schon nichts mehr hin, ne? Wilder Meerrettich, hoppala. Hätte ja auch sein können, dass der durch dem Hutlader, ach was Neues für uns hat. Das sind doch die Frühlingszwiebeln, die hoch gepriesene. Da sollten wir vielleicht auch mal ein paar aufheben, falls wir die gebrauchen können, ne? Dann wieder hoch mit uns. Ach ja, wie schön. Da könnte man auch mal wieder aufrahmen und die Gegend ein bisschen plündern. Ach ja, dann tät ich aber Sache, ihr liebe Leid.
ich mache jetzt wieder Feierabend für heute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ich hole noch kurz mein Kruscht ab. Das hat ja ziemlich lang gedauert mit dem Iridium-Barrer. Und schmeiß das Zeug noch fix in die Kiste, wo es reingehört. Und, oh, das ist auch schon wieder gut soweit. Heidewitzka, da habe ich ja mal wieder mehr versprochen, als ich sollte. Ja, von dem Zeug heben wir einfach mal ein bisschen auf. Warte mal, zumindest einer kann nicht schade. Der Rest schmeißen wir jetzt einfach mal durch rein. Wir bräuchten bald mal wieder neue Kisten, merke ich. Morchel heben wir in die auf, genau. Schleim und Holz kommen noch hier rein, genauso wie das. Da kommt das Zeug noch da fix rein. Wir holen noch 2 Blaubeere fürs Gelee und dann holen wir noch mal 2 Honig für den Met. So, der wilde Honig kommt noch durch rein geschmissen. Das kommt noch durch rein und da kommt noch hier rein. Dann können wir das Zeug nämlich hier rein. Und der gute Met, der kommt nochmal da hier. Gut. Alle hopp, wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute. Also machen's gut bis da hier. Da haben wir dann Vinzents Geburtstag. Ayan Yankee.